Ich habe schon seinerzeit mich interessiert dafür, dass wir am Anfang in einer Gesellschaft leben, wo derbicht unter der derbicht so organisiert ist, dass der Mensch muss christlichen für die Maschinen nicht gerecht zu machen, mehr oder weniger, wenn man so kann stilisieren. Und das war eigentlich ewig so, dass Menschen existieren. Ich erinnere an die Leute, die an den Treibrädern gedreht sind, für ihre Kran zu aktivieren. Wir sind heute in einer Situation, an der man durchaus Möglichkeit hat, für das umgedreht zu machen. Es derbisch so zu organisieren, dass es rund um den Mensch ist und nicht umgedreht wie bis jetzt. Für mich ist das Allerwichtigste beim Grundabkommen, bei dem Konzept vom Grundabkommen, dass die säkuläre Lien zwischen der bezahlten Arbeit und der Existenz überhaupt vom Mensch gekappt wird. Das ist das, was wichtig ist. Und einer von den fundamentalen Punkten daran, das ist der, dass der Mensch seine Existenz muss gesichert sein. Das ist von Gold, was seinerzeit am Ende des 19. Jahrhunderts Marx erklärt hat, wie ein beschrieben ist, wie Zustand in England wäre, wenn eine Rezession wäre, wo Leute, die keine Arbeit hatten, literalement mit ihren Familien zugrunde gegangen sind. Da sind kein Zweifel, dass man irgendwie, wenn auch die sehr funktioniert hat, dass man so nach dem Zweiten Weltkrieg bis an die 80er Jahre, dann ist klar, dass hinter den 80er Jahren die Einkommensschere, das heißt die Differenz zwischen den hohen Einkommen und den niedrigen Einkommen, immer mehr weiter so nicht gegangen ist. Da kann ich retracieren, das hat gut angefangen an den 80er Jahren, und das ist etwas, was à la longue inakzeptabel ist. Das ist inakzeptabel, dass einzelne Leute in der Quelle sitzen, sich bereichern und dass viele Leute einfach laissez-pour compte sind.